die habe ich wie so mal stehen lassen, genug Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr, um wie so ein bisschen das nochmal anschauen und schauen, okay, wie sind die Aussagen überhaupt gealtert, was hat sich da geändert, wie hat sich das weiterentwickelt. Und darum schauen wir uns das ein bisschen an. Ich lese da mal vor, was ich da schon so schön noch geschrieben habe. Um das wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, weil ich momentan viel inflationäre Placebo-Medienberichterstattungen sehe. Niemand von der neuen Generation CH-Künstler ist momentan auf Top 10 Streaming-Chart-Niveau, egal in welchem Genre. Ein Faktor, wieso das auch nicht wächst, ist vielleicht auch, weil es früh zu fest gehypt wird, obwohl gar kein richtiger Konsum da ist. Mittlerweile passiert das auch bei C- und B-Level-Künstlern. Es gibt noch sehr viel Luft nach oben, lasst euch nicht von euren Peers und Umfeld zu fest hypen. Ja-Sagerei und Vetternwirtschaft haben noch nie zu echtem Fortschritt und Qualität geführt. Ich bin da recht grumpy unterwegs gewesen. Die Leute, die das vielleicht damals mitverfolgt haben oder jetzt neu ins Gesicht bekommen, ich kann jetzt nicht irgendwie Leute unten behalten wegen dem. Also das kann man auch missverstehen, denke ich. Es ist mir jetzt nicht darum gegangen, den Hater zu spielen. Es ist etwas, was halt jetzt auch immer noch präsent ist und auch noch weiterhin wird präsent bleiben. Ich meine mehr das Gefühl, dass es hat halt sehr viele junge Leute, am Ende des Tages schauen wir da sehr viele junge Leute dazu. Und finde ich auch toll, dass ihr euren Weg da gefunden habt auf den Cola-Podcast. Leute aus der neuen Generation, vielleicht auch teilweise, die halt sich dafür interessieren und wollen wissen, okay, was ist das Oberlimit? Oder wie weit kann man es eigentlich schaffen als Schweizer Künstler oder Künstlerin? Egal jetzt, ob du auf Mundart etwas machst, Schweizerdeutsch, Französisch, egal welcher Sprache. Im Moment ist eher so der Fokus, werdet ihr auch ein bisschen merken, eher auf den inländischen Sprachen, also jetzt nicht auf Fremdsprachen. Darum interessieren mich mehr so die Mundart-Cases. Wir können es auch mit diesem Beispiel machen. Bei den Mundart-Cases habe ich so eine Aussage ab und zu immer mal reinbringen, einfach zum ein bisschen die Leute auch wieder reminden, oder jetzt euch auch, die da zuschauen, dass das Oberlimit erstens mal gar noch nicht entdeckt worden ist. Man kann sich die Beispiele anschauen, die jetzt und die Zahlen ab und zu droppe ich halt auch, die am meisten monatliche Hörer haben, von den Schweizer Künstlern, also von den Mundart-Künstlern, oder die da am meisten Follower haben auf den Streaming-Plattformen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach monatlichen Hörern geht, ist das Oberlimit im Moment, lass es zum Zeitpunkt, wo ihr das jetzt schaut, ist es, der grösste Künstler hat im Moment irgendwie, was sind das, ein bisschen mehr als 500'000 monatliche Hörer, aber ein Mundart-Künstler redet jetzt von Rapper, für die jetzt das Easter Egg selber dort ein bisschen anschauen. Und dann gibt es ein Pop-Rap-Thema, Pop-Hip-Hop-Thema, wo bei 250'000 Monthly Listeners ist, irgendwo dort in der Range. Aber gehen wir eher von dem 250 oder 200 bis 300'000 Monthly Listeners aus. Gehen wir mal von diesem Beispiel aus. Auch das weiss man noch nicht jetzt, ob das Oberlimit ist, weil Streaming wird sich jetzt halt immer weiterentwickeln und das ist auch effektiv noch nicht so passiert, dass tatsächlich, also so von der neuen Generation Künstler, ist Top 10 Streaming-Chart-Niveau. Darum merkt ihr vielleicht, wieso ich jeden Sonntag die Streaming-Charts bringen und nicht die Hitparade-Charts, weil in den Streaming-Charts dort ist halt wirklich das, was konsumiert wird heutzutage. Und dort geht es dann nicht mehr so fest um sterbende Downloads, die irgendwann einmal nicht mehr relevant werden sein. Irgendwelche CD-Verkäufe, die auch niemand mehr interessiert, langsam aber sicher. Und bei den Streaming-Charts, halt bei diesen individuellen Plattformen-Charts, dort wird man dann merken, wer halt zu der Top-Liga gehört, nach Konsum. Und in der Spotify Top 200, wo ich ja mich auch bringe, oder Apple Music Top 100 oder auch die YouTube Musikvideo-Charts, da sieht man, dass im Moment, Stand heute, leider noch nicht die Mundart-Künstler und Künstlerinnen
die haben es noch nicht so, also es hat jetzt zum Beispiel noch keinen Case gegeben, ausser 079, einen Song hat es gegeben, wo für einen längeren Zeitraum in der Top 10 von den Streaming-Charts war, beziehungsweise auch für einen längeren Zeitraum auf Platz 1, in dem Fall dort. Das war ja so ein Überhit gewesen. Aber die meisten Releases, die jetzt rauskommen, die sind jetzt nicht, wie wir es sehen bei den deutschen Künstlern oder französischen Künstlern oder englischen Künstlern, sind die nicht immer in der Top 10 Region am Chart oder bleiben dort in diesen Streaming-Charts. Darum war jetzt eher das gewesen, so Dinger sollen eher Hoffnung geben für mich. Ich schaue mir das halt nicht so an, wenn jetzt irgendein Mundart-Track als Beispiel oder ein französischer Track von einem Schweizer oder von einer Schweizerin, wenn der jetzt irgendwo in der Top 50 wäre von den Spotify-Charts, was schon super wäre, der Top 50 Streaming-Charts, sagen wir jetzt nicht nur wegen Spotify, aber Spotify und Apple Music, aber mal für das einfach halber reden wir nur von Spotify im Moment, weil dort halt der meiste Konsum passiert. Weil ich schaue mir das dann nicht so an, als wenn das irgendwo in der Top 60, Top 50 wäre und sagen wir, ist ja hure low. Also im Vergleich zu den internationalen Künstlern, weil nochmal, die sind ja, man ist ja in Konkurrenz mit den internationalen Künstlern, die dort charten. Und es wird jetzt halt mit der Zeit wahrscheinlich immer mehr so passieren, dass halt mehr Songs nachher irgendwo dort in die Nähe von der Top 50 Range könnten kommen. Und das ist halt ein Prozess, der auch lang dauert. Und mir ist es darum gegangen, und das werdet ihr dann auch sehen an den jeweiligen Sonntagen, wo ich die Streaming-Charts bringe, weil vor 67 Wochen zum Fernsehen hat es auch noch nicht, dort ist halt wirklich, wenn man so weit zurückgeht in den Charts, weil das Archiv geht jetzt auch schon ein Jahr zurück, wo ich am Sonntag bringe, weil man sieht, dort hat es noch ein bisschen ärmer ausgesehen, sage ich jetzt mal, mit der Mundart-Platzierung, wie jetzt heutzutage, was schon mal eine super Entwicklung ist. Aber die Aussage, dass es halt noch sehr viel Luft nach oben gibt, gilt halt wirklich über dem Band bei allen, so ziemlich allen Künstlern und Künstlerinnen, die ihr da draussen seht, die medientechnisch oder jetzt von der Aussenwahrnehmung für euch, jetzt für euch Jüngeren, aus eurer Perspektive jetzt so aussehen oder euch erzählt, die haben es geschafft, die Leute, quote on quote, ist auch bei vielen von denen noch recht viel Luft nach oben. Und darum, das stecken natürlich jetzt noch ein paar mehr Aussagen jetzt dahinter, aber es geht alles so Hand in Hand mit der Ja-Sagerei oder dass halt gewisse Musikschaffende auf B-Niveau, auf B-Level schon mega früh so Medien-Features bekommen, führt natürlich nachher auch dazu, dass man das Gefühl hat, man hat es schon geschafft, wenn man noch mega viel Luft nach oben hätte. Und es ist jetzt natürlich schwierig, ich habe jetzt keine Liste im Moment, um zu sagen, ja, was ist Schaffen, was bedeutet, man hat es geschafft und was ist noch nicht geschafft oder kurz vor dem Schaffen oder so. Ich würd so aussagen, heutzutage jetzt oder zum Zeitpunkt, wo jetzt der Upload entsteht, würde ich das gar nicht definieren, weil das ist noch alles so in den Kinderschuhen, meiner Meinung nach. Jetzt nicht nur für Mundart-Releases, wo noch Luft nach oben haben, streamingmäßig, aber allgemein für Konsum von Schweizer Musik, dass, wenn ihr jetzt jung sind oder ein jüngerer Musikschaffender oder jüngere Musikschaffende, wo sich das anschaut, dass ich gar nicht so fest mit dem denken, wenn jetzt Leute kommen, die grösser sind als ihr, so jetzt nach monatlichen Hörer zum Beispiel oder Streams, die ihr dort seht, dass es gibt schon irgendwo jetzt ein Oberlimit im Moment, wo jetzt so ein bisschen die nächste Decke darstellt, wo man müsste irgendwann mal durchbrechen mit besseren Songs, und das wird sich jetzt mit der Zeit alles ergeben, dass die Decke gegen oben immer ein bisschen verschoben wird, noch weiter raufgeht, und sowieso der Pool grösser wird von dem ganzen Konsum. Aber dass ich mir an eurer Stelle nicht so würde anschauen,
die und die Person, die Künstlerin XYZ, die haben es schon geschafft, weil das hat meines Wissens, wenn ich mit den Industriekollegen rede, oder auch das, was ich analysiere, und ich schaue mir wirklich so ziemlich alle Releases an, die irgendwie Relevanz haben, ist das gar noch nicht herausgefunden worden, was jetzt das Endgame ist vom Streaming für einen Schweizer Künstler oder eine Künstlerin. Darum, ich finde es ja dann schade, wenn ich höre, darum sage ich, Luft nach oben und du das immer wiederholen und à la, hey, geilet euch nicht zu fest drauf an diesen Erfolg, den ihr habt, weil halt ich das mega schade finde, wenn ich Leute sehe mit 50'000, 60'000 monthly Listeners, so in dieser Ebene, sagen wir jetzt einmal, wenn du jetzt mit dem Spotify-Beispiel immer noch spielst, jemand bei 50'000, 60'000 monthly Listeners, wo halt denkt, er hat das Schweizer Spiel schon durchgespielt, was effektiv noch nicht der Fall ist. Weil es gibt halt dann jetzt mittlerweile schon Leute bei 100'000 monthly Listeners, jetzt reden wir mal Sprachen beispielmäßig nur von Mundart, weil es einfacher ist, um das Beispiel zu machen, weil ich die Zahlen auch mehr im Kopf habe. Gibt es halt jetzt schon wieder Leute, die 100'000 haben, mittlerweile vereinzelt Leute, die schon 200'000 monthly Listeners Grenze überkreuzt haben. Es gibt jetzt schon 5, 6, 7 Leute über 100'000 und viele unter 100'000. Und dann gibt es vereinzelte Leute, die schon 200'000 drüber gemacht haben. Mit gewissen Releases oder mit dem ganzen Gesamtkatalog. Und aber auch die jetzt über 100'000 die Marke überschritten haben, von denen wird es jetzt auch wahrscheinlich immer mehr geben. Also das ist jetzt Theorie natürlich, das ist immer noch nicht Praxis effektiv, aber meine Überlegung ist, dass natürlich umso mehr stärkere Songs dazukommen und Streaming mehr Volumen dazu bekommt, werden es natürlich auch mehr Leute geben, irgendwann einmal, die die 100'000er Marke überschritten haben. Und das könnte man jetzt sagen, okay, wäre fair, dass man das jetzt als Richtwert nimmt, dass man sagt, ja, schaff's doch erst mal auf 100'000 monthly Listeners und drüber. Und bei 100'000 monthly Listeners rede ich dann auch von organischen 100'000 monthly Listeners und nicht von irgendwelchen komischen, eben man ist noch irgendwelche Promo-Playlists, wo man noch so Auslands-monthly Listeners bekommt und die sind dann gar nicht in der Schweiz. Die werden dann dort auch noch komisch dazugezählt und so. Er hat von Schweizer Streams, von Schweizer User und Userinnen, die da passieren und nicht von irgendwelchen Promo-Playlists, weil dort ist mal Geschichte für ein anderes Mal, dass man sich nicht nur man sollte sich nicht nur die monatlichen Hörer anschauen, weil das ein bisschen ein funny Richtwert ist. Es ist die Zahl dürfen wir sich nicht einzeln anschauen, ohne sich noch andere Zahlen kombinieren damit. Aber wenn man so sagt, okay, 100'000 oder drüber, ist etwas, was man könnte ambitioniert anschauen, wenn ihr jetzt jünger sind und ihr würdet dort wollen, dass ihr auch werdet merken, okay, ich rede jetzt von 100'000 und drüber. Und es gibt aber, das finde ich ja dann schade, es gibt schon gewisse, wo ihr in den Feeds seht, wo ihr denen vielleicht folgt, wo schon bei 30, 40, 50'000 sagen, die Luft ist schon draussen. Und das ist aber nachher von ihrer Perspektive eine Fehlinterpretation. Also die sehen einfach nicht, dass es weitergeht tatsächlich, aber sie einfach das Gefühl bekommen von jensten Faktoren, dass sie das Gefühl haben, ich habe schon alles durchgespielt, ich habe schon alles gemacht, also ich habe das Spiel, so wie bei einem Game, ich habe das Spiel durchgespielt, wenn das tatsächlich gar noch nicht der Fall ist. Weil es gibt jetzt gewisse, die halt eben die 100'000er Marke werden überschreiten und dann gibt es jetzt viele Songs, die jetzt so irgendwo bei 5, 6, 7 Millionen All-Time-Streams sind oder drüber. Also es gibt jetzt so, es lässt sich langsam ein bisschen eine Range, es tut sich eine Range herauskristallisieren, dass jetzt gewisse Songs bei 5 Millionen Streams und drüber irgendwann einmal landen, so All-Time-Streams. Und dass es aber die Decke, die wird jetzt immer weiter aufgesetzt, die Messlatte. Und darum tun euch jetzt nicht final so Aussagen anschauen, dass schon Leute euch versuchen zu erklären, hey ja, schau, ich glaube es taugt nicht mehr Schweizer Sachen und so. Ich
ich habe es schon gemacht, ich habe das Game durchgespielt, so, ich glaube, es geht nicht mehr weiter. Das ist alles, was man da ausschöpfen können. Weil die Antwort hat jetzt effektiv noch niemand. Und es würde mir nicht mal darum gehen, dass ich euch da jetzt Illusionen machen würde oder so Fake Dreams würde verkaufen, so à la falsche Träume, dass so, ja, macht trotzdem weiter, hustelt weiter und eigentlich ist es, weiss ich jetzt irgendwie durch meine persönlichen Analysen, dass es nicht mehr weitergeht. So. Das ist wirklich etwas, wo ich auch fest selber daran glaube, dass das noch nicht alles ist, noch lange noch nicht alles. Und ihr könnt es auch sehen, wenn ihr das Archiv natürlich anschaut, von den Charts, wie sich das entwickelt halt hat. Wenn ich da jetzt zurückgehe, wenn man das noch sieht, ganz kurz zum Schluss, gibt es da natürlich das Chartarchiv auch noch, wo man sich anschauen kann. Und da jetzt vor 73 Wochen habe ich damit angefangen, sieht man da oben. Und dort kann man das jetzt alles anschauen, wie sich das jetzt entwickelt hat mit der Zeit. Da würde man das sehen, kann man die Übung natürlich selber machen, wie die Messlatte, von der ich da rede, wie sie sich immer weiter bewegt hat und dass das jetzt auch noch nicht vorbei ist. Und was mir das Herz zerbricht, was mich unglaublich bedrückt amix oder mega schade ist, und schade ist fast schon eben untertrieben, es bricht mir amix das Herz. Habe ich jetzt gewisse Beispiele gesehen, Künstlerbeispiele, die bei 50, 60, 70, 80'000 Mann viele Listener sind und teilweise aufhören oder jetzt sagen, ja, das ist alles in dem Fall gewesen, I guess, das ist alles, was man da machen kann. Und ich mir die Artist-Profile anschaue und sage, nein, es gibt noch mega, mega viel Luft nach oben. So dass auch teilweise die Leute, also so schaue ich das an, dass Leute bei 60, 70, 80'000 Mann viele Listeners, jetzt im Moment, so wenn man jetzt sich nur die Parameter anschauen, die sind für mich gefühlt bei 30-40% von dem, was sie überhaupt alles schon ausgeschöpft haben an Konsum in der Schweiz und was man überhaupt machen kann. Alles, was ihr euch jetzt vorstellt, so was man rausholen kann, was für Moves noch machen kann, ist man bei 30-40%, muss ich jetzt denken. Das ist jetzt so ein Gefühlswert für mich. Irgendwann werden wir das schon noch viel besser auch auf dem Channel, auf dem YouTube-Channel, werde ich das mal auch viel besser analysieren, in eine Statistik packen, dass man das auch sieht, wo sind jetzt so die Zwischensteps. Weil ich weiss das jetzt natürlich aus dem Kopf, dass es eben so eine Region gibt von Leuten, die so zwischen 10 und 20'000 Mann für Listeners gibt. Dann gibt es so die bei 50, 60'000 Mann sind, die bei 100 und drüber, 100k und drüber. Und dann gibt es halt noch eben ein, zwei, wo halt 150 und drüber irgendwie anbringen. Aber eben, das ist so der Grundsens dahinter, wieso ich dann amigs so gewisse von diesen Tatsachen oder Reality-Checks irgendwie nochmal bringen, um euch jetzt zu zeigen, vor allem die Leute, die aus der neuen Generation jetzt sind, dass ihr nicht zwingend glauben, okay, das ist jetzt schon alles gewesen, was wir da gesehen haben. Und ich glaube, ich muss euch das auch nicht sagen. Viele von euch fühlen das schon, dass dort mehr noch dahinter ist. Und sonst würdet ihr, glaube ich, nicht machen, was ihr macht. Und würdet ihr euch da auch nicht zum Beispiel nochmal zusätzliches Game abholen beim Cola-Podcast, dass ihr jetzt auch noch mehr könntet machen aus euren Streams, aus eurer Karriere, wenn jetzt Leute das ambitionierter anschauen oder ein bisschen professioneller machen. Aber das soll jetzt einfach nochmal ein Video sein, das gewidmet ist an das, dass es halt noch extrem viel Luft nach oben gibt. Und dass die Diskussion nicht dort hingehen, dass die Leute, die jetzt schon bei 80 bis 100'000 Mann für Listener sind als Beispiel, weil die Zahl wird sich noch verändern. Bis das rauskommt, in 2, 3, 4, 5 Monaten wird sich die Zahl nachher wieder verändern. Aber dass die Leute jetzt nicht schon so als Legenden sollten angeschaut werden, weil das nachher nur, du tust nachher nur so Oberdecke, so das Cap, tust du künstlich erzeugen. Und sagst du, wenn die jetzt natürlich schon als Legende angeschaut werden oder Leute, die es schon geschafft haben, vermeintlich, dann hat man das Gefühl, ja, das ist alles, was man machen kann. Und die selber, die ja dort sind, wo höher stehen, so in der Rangliste, sage ich jetzt mal, die denken ja selber von sich vielleicht auch noch nicht, dass sie schon alles erreicht haben, was sie erreichen können. Und die halt das denken, oftmals,
die machen für mich jetzt amigs ein bisschen eine Fehlinterpretation, meiner Meinung nach, dass die Vision nicht realisieren, dass es eben doch weiter könnte gehen und dass jetzt einfach, dass man so ein bisschen eine Decke erreicht hat, aber die Decke kann man auch durchbrechen und kann weiter rauf. Für den nächsten Step oder für das nächste Level braucht es halt vielleicht gewisse speziellere Moves oder stärkere Songs auch. Das ist halt eine Realität, wo viele nicht darüber reden wollen, aber wo wir auch in einem anderen Kapitel aufmachen, dass halt der Level-Up nachher dort vielleicht würde bedeuten, ja, du brauchst einfach stärkere Songs. Songs, die mehr Streams generieren, die mehr tägliche Streams können generieren, dass du halt auch ein richtiges Upgrade kannst machen. Und gewisse bleiben halt hängen mit einer gewissen Qualität. Wie viel, ne? Das ist aber ein gutes Zeichen, würde ich abschliessend sagen. Die jetzt damals sagen, ja, ich habe schon das Spiel durchgespielt und wieso allenfalls schon ihren Rückzug irgendwie zeigen, öffentlich, und sagen, ja gut, ich lerne mich jetzt langsam schon zurück. Bei denen ist es meistens nicht einmal wegen Qualität, weil die Qualität irgendwie stehen bleibt, sondern weil die einfach aufhören zu releasen, weil die einfach irgendwann mal faul werden und bequem. Es wäre jetzt etwas anderes, wenn es jetzt daran liegen würde, dass viele von diesen Künstlern qualitativ sich nicht verbessern können, Künstler ist, und wegen dem festbleiben. Dort ist dann, so viel kannst du dort dann nicht machen. Entweder du kannst dich irgendwann mal verbessern, Künstler ist, oder du bleibst halt hängen. Wird halt auch viel nicht passieren. Aber die meisten von denen, ich würde sagen, es ist ein bisschen schwierig für mich zu beschreiben, aber bei denen liegt es tatsächlich eher an so Release-Strategien und dass sie einfach mehr releasen oder sollten mehr releasen und regelmäßiger releasen, dass sie einfach ihr Profil grösser machen. Und dass es nicht wirklich daran liegt, dass dort wirklich ein Limit ist und du kommst nicht weiter, effektiv. Aber vielleicht nehmen wir das eben mit den Ebenen, die es überhaupt gibt, nehmen wir das auch mal in einer anderen Episode, nehmen wir das ein bisschen nochmal auseinander. Aber ich wollte das mal da gemäss dem Quote mal wieder ein bisschen rekapitulieren. Aber ja, für die etwas aus dem sich haben können ziehen, freut es mich natürlich. Schaut euch auch ein paar andere Folgen an. Es gibt auch überall, verlinke ich da auch Playlists. Von dem her, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss zusammen.